So Leute, es geht weiter, immer weiter zurück bei Tales of Arise. Und in der heutigen Folge wollen wir uns wieder um die Hauptstory ein bisschen kümmern. Oder zumindest wissen, was es eigentlich bei uns abgeht. Ob wir irgendwie noch auf Dana hier das zu erledigen haben. Oder ob es bereits nach Rena, Lenegis geht oder so. Oder wie viel vom eigentlichen Hauptspiel haben wir schon durch. Das würde mich schon mal ein bisschen interessieren, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Hey, was soll ist mit ihm passiert? Er ist nicht mehr unter uns. Ich war immer schon anzusehen, dass er gesundheitliche Probleme hatte, aber trotzdem. Und er stand so kurz davor, wie ein normales menschliches Wesen zu leben. Verdammt, hat er noch Familie? Ja, toll. Having to inform a mother her son died isn't an easy thing to do. But if not us, then who? That's why we have to find her. Immer ganz geil. Die junge Frau finden die Mutter des Toten. Stimmt, waren die noch gar nicht drin, war? Krass. Ja, sauber zu machen, ne. Okay. Looks like we get to sleep with a roof over our heads. Das sieht tatsächlich so aus. Hier scheint noch alles wieder einigermaßen in Ordnung zu sein. Ja, ein bisschen angeschlagen sind wir zwar. Ja gut. Jetzt noch nicht so viel Neues ergeben. Schaut das mal. Was? Wir können nicht hoch? Springen, Elfen, springen! Ja, will nicht, scheiße. Also, das mit den Waffen hatten wir schon mal. Ich würde gerne neue Waffen schmieden, aber geht ja leider nicht. Mystischer Lumia-Kern. Ich meine, haben wir den jetzt mal. Mega Fauna-Knochen fehlt dafür noch. Da fehlt irgendwie alles noch. Spaltender Titanzahn. Titanzahn, genau. Schade, schade. Wir sind immer noch die eine Verbesserung. Roter Schild. Wie sehen die Schilde hier aus? Oh, krass sieht er aus, muss man schon sagen. Okay, die Mutter ist hier also auch nicht drin. Ja, sie ist irgendwie hier drüben. Dann immer so, okay, guck mal hier nach. Hätte ja sein können. Die rote Frau, roter Schild. Ja, die rote Frau, Das Finale der ersten Staffel, da müssen wir mal gucken, was denn da genau so abgeht. Ja, mal, wo geht's überhaupt lang? Also da irgendwie... Ah, hier. Naori Imeris. Ja, die Jungfer und Vorfahrin von Shione. Wobei Shione auch eine Jungfer ist, wie wir mittlerweile festgestellt haben. Sorry. Ja. Entschuldigen Sie. Ich habe schlimme Neuigkeiten. Es geht um Ihren Sohn. Er ist... Yes. Ist schon gut, ich weiß. Was? Was machen Sie denn dann hier? Ich habe Arbeit, die heute zu erledigen ist. Schließlich kann mein Sohn sie nicht mehr machen. Oh Mann, ey. Vergessen Sie Ihre Arbeit. Und noch besser, sich um Ihren Sohn zu kümmern, sollte Ihre Aufgabe für heute sein. Na gut, dann machen wir mal ins Werk. Völlig emotionslos. How can she think of putting her son to rest as work? Because that's the way people were made to think about every aspect of their lives. I know she doesn't mean anything bad by it. I know that, but It looks like she went out of town to take care of her son's body. That's a little concerning. There are Zugals roaming around out there. We should follow after her. Das ist aber erst nur ein guter Plan. Ich kann noch nicht in ein anderes Reich reisen. Ja gut. Warte mal, hier bin ich gerade genau. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Gucke mal, wo ist sie? Hier drüben. Ja, super. Geht's noch ein bisschen näher? Ja, natürlich, gut. Hier hat sie auch einen Schnellreisepointer. Looks like we made it here in one piece. Es können noch dies und jenes passieren. Ich glaube, ich rede danach nochmal ganz kurz. Better rest up while we can.
Kochen müssen wir nicht, mit ihm sprechen. Das hätte er zwar gerne getan, aber Make sure egal. to get some good rest. Keiner will mit mir quatschen, dann lass ich's halt. Come on, Rinwell. Up and at 'em. But I'm still all sleepy. Nicht nur du. Wie kam die Alte eigentlich unbestattet hier hin, wenn man fragen darf? Ach so, okay. Dazu es wäre irgendwie ein Sack Reis und dann aber gemerkt, wer oder was es ist. Yes. Dann leg ich los, bring mir das Feuer. What? Sollen ja Kind verbrennen? Ganz genau, so wird es gemacht. Tut mir leid, habe ich etwas falsch gemacht? Von Ihnen verabschieden. Ja gut. Ich meine, bei uns so geht ja die Erdbestattung, es gibt eine Feuerbestattung, wa? Also insofern. Und der Ernährung ist es braucht, dass Angehörige die sterblichen Überreste gen Himmel senden. Stell mir ein bisschen schwierig vor. Ja und dann? Ich meine, irgendwo muss ja oben nach enden. Also irgendwo muss ja oben irgendwie ankommen. Geht es nachher in die Wolken, nachher regnet es irgendwie und dann regnet es die Asche auf unsere Häupter oder was? So, das könnten wir nie tun. Für uns Ernährer ist der Tod Teil unseres Alltags. Meinst du echt, wir fangen jetzt an, jeden Tag Leichen irgendwo ins All zu befördern? Entschuldige. Ja. Abstand zu errichten. Wenn Leichen verwesen, können sie Krankheiten verbreiten. Wir hatten keine andere Wahl, wenn es um die Bestattung unseres Volkes ging. Rinwell? Sag mir helfen. Weißt du, warum niemand von uns Nachname trägt, so wie sie? Ich sag dir warum. Weil wir mehr sind als sie. Also haben sie uns unsere Kultur verboten, damit wir uns nicht gegen sie verbünden. Es reicht jetzt. Deine Leute haben uns bereits so viel geraubt und jetzt besitzen die Frechheit, um zu sagen, dass wir auch so lange leben sollen wie ihr. Hä? Also, ich verstehe nicht ganz, wieso Rinwell jetzt gerade so pissig auf Dohalim ist. Weiß man ganz ehrlich, jetzt im Verlauf der letzten Folgen, der letzten Kämpfe, haben sie sich eigentlich relativ gut angefreundet. Also ich finde jetzt irgendwie ihre... ich weiß nicht, aber... Ich finde das ein bisschen übertrieben, wie sie gerade verhält. Früher, ja, ich hätte es verstanden, wenn sie so gegenüber Dohalim verhaltet. Wenn sie sich jetzt gegenüber anderen Renäern so verhalten würde, okay, würde ich es auch verstehen. Gegenüber Dohalim, ich weiß ja nicht. Was zum... Also ich ja nicht verstehe, wieso wird es nicht synchronisiert hier? Da gehört zur Hauptquest und so. Man, das ist so ein wichtiger Teil des Ganzen. Aber nö. Der Neges könnte jeden Moment angreifen. Wir stehen hier rum und streiten uns. Wir sind uns alles Leids und Hasses bewusst, die uns, in uns stecken. Wenn wir zusammenleben wollen, müssen wir unsere Unterschiede anerkennen. Ich weise Worte. Darauf arbeiten wir doch alle hin. Diesem ganzen System ein Ende zu setzen, anzufangen, Seite an Seite zusammenzuleben. Daran glaube ich und deshalb bin ich hier. Wenn es jemand von euch anders sieht, dann steht es ihm frei zu gehen. Ich werde jede letzte Mauer einreißen, selbst wenn ich es ganz allein machen muss. Allerdings, bitte Verzeihung, ich betrachte dich als Freundin, aber ich muss mich wohl näher mit der dunklen Geschichte unseres Volkes befassen. I'm afraid not. Rinwell, ich nehme die Schuld für all das gänzlich auf mich. Ich kann nicht ausdrücken, wie leid es mir tut, dich so verletzt zu haben. I'm sorry. Es tut mir leid, dass ich dich so angeschrien habe, Dohalim. Ich schätze, von mir sind noch viele angestaute Emotionen. Ach nö, was du nicht sagst. Ich weiß, dass es dir nur darum ging, was das Beste für ihren Sohn ist. Es wäre schön, wenn du mir von der Kultur und Geschichte des Planeten berichtest. Vielleicht bauen wir so eine Brücke. Klar, mache ich gern. Erzählst du mir noch etwas über Rena, bitte? Ja, ihr beiden seid doch ähnlich, als auch manchmal klar ist. Ich bin froh, dass wir die Dinge klären konnten. Wir haben auf diesem Weg schon genug feine Menschen verloren. Good.
Die Mutter versteht es gar nicht, was eigentlich los ist. Nun, danke euch hat mein Sohn jetzt seinen Frieden gefunden. Wir arbeiten an einer Zukunft für diese Welt, die ihn stolz machen würde. Versprochen. Versprich lieber nicht zu früh zu viel, Elfen. Was pretty impressive, Alphen. If you call letting your emotions get the better of you impressive, sure. It made them stop fighting with each other, right? However you managed it, you knocked some sense into Rinwell and Dohalim, and that mother. Yeah. I can see my decision to travel with you was well made. Das hört man noch gerne. So. Hass und Zorn. Hä? Wie war das gerade? Something's eating at you again, huh? I don't know if I would say that. I mean... Actually, I guess I do have one or two things on my mind. My people, we lived in hiding, so we never really experienced the full extent of Renan oppression. Not directly, anyway. After Almadria killed my mother and father, though, I guess that's when I started hating them so much. The Renans, I mean. But then I think of all those people who were born into slavery. The ones who never even got angry in the first place because it was all they ever knew. I hear you. Every city we've been to, it's the resistance that gets labeled the troublemakers for having the guts to do the right thing. When it comes down to it, sometimes I wonder which of us really has the better way. You can't let your anger eat away at you, Rinwell. But then again, losing your parents that way... Hell, who could really blame you for it if you did? I guess what I'm trying to say is... sorry. Hell, it's hard putting this stuff into words. No, I get it. You're saying that grief and anger are different than hatred. I never thought of it like that. But hearing you say it, it makes sense. Thanks, La. You're welcome? Ja, interessantes Gespräch. Kann man, glaube ich, mal so zusammenfassen, trotz allem. Einfach mal weitergehen, Freunde. Ist irgendwie ein bisschen... Geht so schleppend voran gerade. Es ist kein Ziel in I Sichtweise, think we've helped these gefühlt. people just about as much as we can. They're going to need more long-term aid than we can provide on our own. Deswegen schlafen wir jetzt eine Runde. What? What's that noise? Alvin, this is bad! Look at the sky! Huh? Ist doch nicht das, was ich gerade denke, was es ist.
What's happening to Rena and Lenegis? It looks like Lenegis is transforming? But into what? What's going on? How the hell are we supposed to fight the Renans if they're packing that kind of arsenal? It seems they've broken their silence at last. My concern is that object they've dropped into the water. It's as if they're driving a literal wedge into Dana. Not just into Dana, but her own resistance too. And what's with that beam of light coming down from above? Got any idea what that could be? Astral energy. Are you serious? All of that is astral energy? But that... It's a lot for sure. Not even all the astral energy harvested by every lord combined compares to that column. They're trying to squeeze every last bit of energy out of the planet. But why? I thought they only needed to harvest astral energy as part of the crown contest. Who cares? If we don't stop it now, the whole of Dana is going to be hollowed into oblivion. Oblivion. Do you think that red woman is behind this? It certainly wouldn't surprise me. Just as the Sovereign, the Maiden, and all 5 Master Cores are gathered in one location, she appears out of nowhere bearing a 6th core. She then forces the 2 of you to help her assemble the Renis Alma. Just what kind of person is this woman? You mean you don't know her? Pardon? She was there at your palace, wasn't she? I figured you knew who she was. Are you saying I should be familiar with this woman? Well, sure. I remember seeing her with you back at Adelina Palace several times. Everyone in the guard always wondered who she was. Now that you mention it, I remember seeing her with Balsif too. You saw her, right, Shion? Shion? Oh, sorry, I drifted off. As far as I remember, the first time I saw her was when we ran into her in Pelagian. Seriously? How could you two not notice her before? She sticks out like a sore thumb. I guess I always figured she kept an eye on the lords for the Renin top brass. You're sure you don't remember ever seeing her before? I'm certain of it. My memory has never failed me. But if it's not that, then... We'll get to the bottom of this later. Right now, that wedge is a bigger concern. Well, what are we gonna do then? We're not gonna be able to leave Ganath Haros until we come up with a plan, right? Cyslodia lies beyond the northern mountain range. Yeah, but we haven't found a single route through those mountains while we've been here. And we haven't gotten clues from any of the freed locals either. Surely there must be a way through. This realm can't have been completely isolated from the rest of the outside world for 300 years. Volron may have simply sealed and hidden it. Okay, then let's try asking the townspeople again if they know anything. Who knows? We might have missed something the first time around. Sounds good to me. Better that than trying to build a boat from scratch. Let's start searching. That must be Rena's true power. I imagined there would be something, but not to this extent. What's gonna happen now? We ask around. Let's do what we can. Hey, when that wedge dropped down on Dana, did anyone else see any weird lights shoot out with it? Indeed. As I recall, it was 4 lights, each one a different color and going in a separate direction. That's what I saw too. What were they? Hold on. A lot just happened here, so let's take a minute. For now, let's focus on one thing at a time. Wenn es 4 Farben waren und in verschiedene Richtungen gegangen sind, könnten es natürlich die Elemente gewesen sein. Quasi für das Reich. Also dort, wo sie halt wissen, okay, in dem Reich gibt es das Element am meisten. Abgesehen von Licht, ich sage jetzt mal so, die Naturelemente, die Feuer, Wind, Wasser und Erde, dass diese Reich ausgeströmt sind. Aber ich finde natürlich auch cool, dass man es überhaupt sieht, was jetzt passiert. So. Sorry, wir müssen irgendwie raus und so, da ist klar. Also, okay, deswegen können wir noch nicht raus, weil es gar nicht geht. Weil wir keinen Schimmer haben, momentan dürfen wir sowieso nicht raus. Schön, danke Spiel. Erstmal Gespräch. I bet the whole of Dan is losing its mind right about now. And just when we'd finished liberating all the realms. So much for things getting somewhere close to normal. It's too calculated. As if whoever's behind all this was watching us. The people of Pelagian seem pretty unfazed given the circumstances. They've yet to get the full range of their emotions back. Maybe it's for the best. Can you imagine the panic otherwise? Yeah, we wouldn't have been able to leave, that's for sure.
Whatever Lenegis is planning, it's a fair bet this wedge they've sent down is just the beginning. Even now, they're stealing away Dana's astral energy as we speak. Come on. We don't have much time. Also könnte man auch sagen, die Geschichte beginnt eigentlich erst jetzt. Oh Mann ey. Das ist ja übel. So. Müssen aussehen, wie wir hier wieder rauskommen. Wie kommen wir zu den anderen Reichen? Hallo, ist da jemand? Hier, wie kommen wir raus? Moment, das nehme ich zurück. Da fällt mir ein, dass einer der Eltern noch etwas erwähnte. Das Vorlandgebirge, aber nicht mehr, wann es ein Weg gewesen sein soll. Natürlich schönen Weg, der Galantaros mit Calaglia verbindet. Ich wollte gerade sagen, Syslodia sagen, aber es ist Eisreich. Das Lichtreich, Entschuldigung. Das zweite Gebiet halt von mir aus. So dann wegen Jan Reiche. Ich kann ja behaupten, mal von sowas gehört zu haben. Wenn wir einen Weg kennen würden, müssen wir uns nicht hier in Distelum verkriechen. Ah. Ist irgendwie logisch, aber danke für die zynische Antwort. Als das Ding von Lenegis abfiel, dieses Geräusch, oh weh, oh weh. Ich dachte, die Berge würden zusammenstürzen. Where are these Forland Mountains exactly? Moment, das heißt jetzt, das war jetzt sein Hinweis quasi zu sagen, es würde sich an, als würden die Berge zusammenstürzen. Aha, jetzt ist vielleicht der Weg plötzlich frei. Oder was? Those are the mountains you encounter if you walk deep enough into the Lavtu marshlands. I don't remember there being any sort of path like that around there. It's possible we overlooked something before. Ja, ich habe schon verstanden, okay. Nochmal ein paar Quests, warum auch immer. Kann trotzdem erstmal hier gucken. Let's gucken. Wir gucken. Wir gucken. It wouldn't hurt to look again. Judging by the stench, Hä? Ich wollte gerade sagen, say the war animals laut at the falsch. ranch are all grown now. I sense a poor soul who is in dire need. Sounds like our cue to step in and help. Ja, die Seele sieht sehr arm aus. Yeah! Hallo, schöne Frau. Hä? Ich meine doch nicht dich. Moppel. Entschuldige mal. Wo ist... Hä? Aber hat sie Knick in der Optik? Wo ist Kisawa bitte schon ein Moppelchen? Hä? Weil es eine etwas breitere Taille als Shione hat? Die ist halt trainierter. Oh Mann, ey, ganz ehrlich. Ja gut, natürlich muss sowas in dem Spiel auch mal auftauchen. So wegen... Ja, ich weiß gar nicht, was ich hierzu überhaupt sagen darf. Bezüglich Political Correctness und so, wegen Shitstorm, und hast nicht gesehen, aber ganz ehrlich, ey. Wer eine... Ja gut, ist ja meine persönliche Meinung, aber wer eine Frau jetzt wie Kisawa als Moppelcher bezeichnet, der hat, glaube ich, in den Schuss nicht mehr gehört oder so, keine Ahnung. Genau, das bereitet keinen Namen für mein Ansinnen. Sure. Das summt und brummt diese riesige Biene herum. Ich glaube, dass die Biene Königin ist, kann gar nicht anders sein. Okay, er will, dass wir das... Ich bin ziemlich sicher, er will, dass wir das Vieh erledigen, okay. Aber also deswegen, dann würde ich... Das ist vielleicht wieder zu übertrieben quasi. Die andere Seite halt, aber dann würde ich doch in seiner Stelle doch eher sagen, okay, nehme doch eher das in seinen Augen, nicht in meinen, sondern in seinen Augen, wohlgemerkt, nicht in meinen, nee. Ich finde Kisawa eine super Figur, aber in seinen Augen würde er doch eher dann auf das Moppelchen setzen, weil sie ja vermutlich dann eben die trainiertere ist. Ich würde eher denken, dass Shione diejenige ist, die zu zart beseitigt ist. Weil bestimmt. Mich abschießt. Ich gebe es ungern zu, aber ich bin ein Bodenkämpfer, durch und durch. Ihr Platz. Hä? Was soll das für eine Quest sein? Ihr Platz. Oh Mann. How did it come to this? You're a beautiful woman, Shion.
That's a good thing, right? Wait, Kisara. Hey, Kisara! How did it come to this? Ja, das verstehe ich auch nicht. Aber ich persönlich, ja, das ist wieder meine persönliche Meinung, aber wenn ich jetzt quasi die Auswahl hätte, oder mir irgendwie, keine Ahnung, wie ich das formulieren soll, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Party bin oder so und irgendwie eine Frau ansprechen würde. Ich hätte irgendwie die Auswahl zwischen einer wie Shione und einer wie Kizawa, als nur mal vom Äußeren her, wa? Weil kennenlernen muss sie ja erst, nachdem ich sie angesprochen habe. Und darf sie erst nach. Oh ja. Ernsthaft, so stark soll das Vieh sein? Was ich eigentlich sagen wollte, ich wäre eigentlich eher der Typ, der irgendwie Kizawa anquatschen würde, statt Shione. Aber eben, wie schon vorhin gesagt, das ist halt ein bisschen persönlicher Geschmack und so. Aber trotzdem Moppelchen, also ganz ehrlich. Der Typ hat dort den Schuss nicht mehr gehört. So, okay, machen wir den hier. Wir sind bei 26 Minuten. Ich überlege gerade ernsthaft, ob das Vieh noch einen Angriff... Na gut, das Vieh ist sicher so eine Art Bossvieh. Ja, komm. Wir spannen uns für die nächste Folge auf, Freunde. Hoffentlich kriege ich das Vieh platt in der nächsten Folge und kann auch noch die andere Quest machen, die wir hier irgendwo in Distelum haben. Und dass wir dann nachher ins Love Tumor können, um weiterzukommen, sprich die anderen Gebiete aufzusuchen wiederum. Und auch hier haben wir noch ein paar Dinge zu tun. Wir können mal das Vieh hier nochmal angucken. Dann gibt es noch eine Quest. Hoffentlich können wir die auch abschließen. Also sprich die hier in Ulzebeck. Da waren wir mit diesem Modetypen. Und dann geht es ja vor allem... Okay, haben wir hier noch eine Quest abzuholen. Da sind noch 2 offene Quests. Einer hat irgendwas mit den Büchern zu tun und so. Da ist noch eine Quest noch offen. Ja. Also, wir schauen mal, wa? Nächste Folge zurück bei Tales of Arise. Bis dahin, ciao zusammen.